Vor ein paar Tagen ist in Bern etwas passiert, was kaum jemand erwartet hat. Eine Kommission hat mit einer einzigen Stimmmehrheit die Spielregeln für die wahrscheinlich wichtigste Abstimmung der nächsten Jahre in Frage gestellt. Das hat mich gewundert gemacht. Und je mehr ich herausgefunden habe, desto mehr habe ich das Gefühl bekommen, hier geht es um die Frage, wer in der Schweiz die Spielregeln der Demokratie bestimmt. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. In diesem Video schauen wir an, was hinter dem Streit um das Volks- und Ständemehr wirklich steckt und was das für die Abstimmung über die bilateralen 3 bedeutet. In Bern wird gerade heftig gekehrt. Aber nicht nur über den Inhalt der bilateralen 3, sondern auch über die Spielregeln des möglichen Referendums. Jetzt, als erstes, wollte ich wissen, was ein Referendum überhaupt ist. Ein Referendum ist das Recht des Schweizer Volkes, über Entscheid vom Parlament via Abstimmung das letzte Wort zu haben. Das ist direkte Demokratie. Es gibt dazu 2 grundlegend verschiedene Formen. Erstens das fakultative Referendum. Es kommt nur zu einer Abstimmung, wenn die Bürger aktiv dagegen mobilisieren. Innerhalb von 100 Tagen müssen 50'000 Unterschriften gesammelt werden. Gelingt das, kommt es zu einer Volksabstimmung und das Volk entscheidet, ob ein gemachter Parlamentsbeschluss Bestand hat oder wieder rückgängig gemacht werden muss. Die Hürde dazu ist simpel, es reicht das Volksmehr. Die Mehrheit der Abstimmenden entscheidet. Zweitens gibt es das obligatorische Referendum. Bestimmte Beschlüsse gehen von Gesetzes wegen zwingend vor das Volk. Das gilt laut Bundesverfassung für alle Verfassungsänderungen und für einen Beitritt zu supranationalen Organisationen, wie zum Beispiel die UNO. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zum fakultativen Referendum. Das Volksmehr allein reicht nicht. Es gilt das doppelte Mehr. Das Volk muss Ja sagen und gleichzeitig muss auch eine Mehrheit der Kantone zustimmen. Dem sagt man das Ständemehr. Aber welche Form gilt jetzt bei den bilateralen 3 und wer entscheidet das eigentlich? Genau das wollte ich als nächstes wissen. Man könnte meinen, das sei die Sache des Bundesrats. Aber tatsächlich hat der Bundesrat zwar das Recht, dem Parlament einen Vorschlag zu machen. In diesem Fall schlägt er das einfache Volksmehr vor. Aber das letzte Wort hat das Parlament, also der National- und Ständerat. Und genau da fängt das Kehren an. Nicht alle im Parlament sind damit einverstanden. Schauen wir uns die 2 Lager an. Wer will das einfache Volksmehr? Vor allem der Bundesrat. Seine Begründung: auch die bilateralen 1 und 2 sind nur mit dem Volksmehr abgesegnet worden. Und 2012 hat das Schweizer Stimmvolk eine Initiative mit fast 75% abgelehnt, die genau das gefordert hat: ein obligatorisches Referendum für internationale Verträge. Hinter dem Bundesrat stehen 5 von den 7 im Parlament vertretenen Parteien: SP, Grüne, GLP, FDP und EVP. Und die Konferenz der Kantonsregierungen, also die Regierungen der 26 Kantone, hat sich mit 15:10 Stimmen gegen das Ständemehr ausgesprochen. Das hat mich noch spannend gedacht. Eine Mehrheit der Regierungen der Kantone will gar kein Ständemehr. Darauf komme ich später noch einmal zurück. Und wer will das doppelte Mehr? Das sind in erster Linie die SVP und die EDU. Ihr Hauptargument: die bilateralen 3 seien kein gewöhnlicher Vertrag. Das Päckchen verpflichtet die Schweiz zur sogenannten dynamischen Rechtsübernahme. Das bedeutet, die Schweiz muss künftig EU-Recht in bestimmten Bereichen laufend übernehmen. Automatisch. Nicht mehr nur das Schweizer Parlament, sondern auch Brüssel setzt neues Recht fest. Die Kritiker sagen, das ist faktisch eine Verfassungsänderung durch das Hintertürchen. Und darum sei das Ständemehr durchaus angebracht. Zusätzlich bringen sie ein historisches Argument. Das Parlament hat in der Vergangenheit 3-mal ein Referendum mit Ständemehr angeordnet, obwohl die Verfassung das gar nicht zwingend verlangt hat.
beim Völkerbund-Beitritt 1920, beim Freihandelsabkommen mit der EWG 1972 und beim EWR-Beitritt 1992. Wenn man dann zumal bei diesen grossen Verträgen das Ständemeer gefordert hat, warum nicht jetzt? Fragen die Gegner. Und dann gibt es noch eine dritte Front, die Kompass-Initiative. Sie ist schon mit über 111'000 Unterschriften zustande gekommen. Sie verlangt, dass alle Staatsverträge, die der Schweiz wichtige neue Regeln aufzwingen, zwingend vom Volk und den Ständen müssen angenommen werden. Wenn genau die zur Abstimmung kommt, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, sie hat eine Rückwirkungsklausel drin. Das heisst, selbst wenn die bilateralen 3 vorher nur mit Volksmehr angenommen wird, könnte die Kompass-Initiative das Ergebnis nachträglich wieder kippen. Eins fällt mir auf. Wer für die bilateralen 3 ist, will tiefe Hürden und dementsprechend das fakultative Referendum. Wer dagegen ist, will eine hohe Hürde und darum ein obligatorisches Referendum mit dem doppelten Mehr. Wie viel höher wurde die Hürde, falls die Abstimmung um die bilateralen 3 auch noch das Ständemehr brauchte? Das noch gerade als Nächstes. Laut aktuellen Umfragen sind rund 55–60% vom Stimmvolk für die bilateralen 3. Das klingt nach einer komfortablen Mehrheit. Aber mit Ständemehr wäre das plötzlich knapp. Politikwissenschaftler von der Uni Bern haben ausgerechnet, für ein sicheres Ständemehr braucht es ein Volksmehr von rund 55%. Bei den bilateralen 2 hat sogar ein Volksja von 54,6% nicht gelangt. Mit anderen Worten, eine klare Mehrheit vom Volk könnte Ja sagen und die Vorlage wurde gleich abgelehnt, wegen dem Ständemehr, das eventuell dann nicht stand käme. Und dann gibt es eben noch den Widerspruch, der mich bei Recherchen erstaunt hat. Die Kantonsregierungen selber haben sich mit 15:10 Stimmen gegen das Ständemehr ausgesprochen. Warum? Das habe ich mich auch gefragt. Eine Erklärung, die ich gefunden habe. Die Kantone sind eng in den Verhandlungen mit der EU eingebunden. Über ihre Konferenz, die KDK, sind sie laut eigenen Angaben in 8 von 14 Verhandlungsgruppen mit am Tisch gehockt. Vermutlich wollen sie das Vertragspaket nicht durch eine zusätzliche Hürde an Ohren gefährden. Das Instrument, das die Kantone schützen sollen, wollen die Kantone selber in diesem Fall gar nicht. Und jetzt gibt es eben einen Paukenschlag, ausgerechnet aus dem Ständerat. Die meisten Parteien sind für die bilateralen 3 und für das einfache Volksmehr. Kürzlich hat es aber einen Paukenschlag gegeben. Hier, was passiert ist. Bevor National- und Ständerat über eine Vorlage abstimmen, wird sie zuerst in Fachkommissionen genauer angeschaut. Die geben Empfehlungen ab für ihre jeweilige Kammer. Die Parlamentsmitglieder entscheiden am Schluss zwar schon noch selber, aber die Empfehlung der Kommission hat durchaus Gewicht. Für die Referendumsfrage bei den bilateralen 3 hat der Ständerat seine staatspolitische Kommission, die SBKS, mit der Vorberatung beauftragt. Und diese Kommission hat vor wenigen Tagen etwas Unerwartetes beschlossen. Diese Ständeratskommission folgt dem Vorschlag von einem Verfassungsrechtsprofessor aus St. Gallen, Stefan Schmid. Sein Argument? Man müsste gar nicht darüber stürmen, ob die bilateralen 3 automatisch das Ständemehr auslösen oder nicht. Es gäbe einen sauberen Weg, indem man die bilateralen 3 mit einer Änderung der Bundesverfassung verknüpft. Weil jede Verfassungsänderung untersteht automatisch dem obligatorischen Referendum, also am doppelten Mehr. Und diesen Weg geht jetzt die SBKS. Sie hat dazu eine sogenannte parlamentarische Initiative mit genau diesem Vorschlag eingereicht. Eine solche Initiative ist ein Instrument, das einer Kommission erlaubt, dem Parlament direkt eine Gesetzesänderung vorzuschlagen. Aber, und das ist entscheidend, der Entscheid war hauchdünn. 6 gegen 6 Stimmen innerhalb der Fachkommission.
Der Ausschlag gegeben hat der Stichentscheid von Kommissionspräsidentin Heidi Zgracken. Der Vorschlag, so eine parlamentarische Initiative zu machen, geht jetzt an die SPKN, die Staatspolitische Kommission vom Nationalrat. Ohne denen ihr Ja wäre das Hubertrickli dann wieder vom Tisch. Und dort sind aber die Befürworter vom einfachen Volksmehr rund um die bilaterale 3 in der Mehrheit. Man rechnet also, dass diese Idee nicht durchkommt. Aber wir werden es sehen. Und jetzt zum Schluss wie gäng meine ehrliche Meinung dazu. Aber zuerst noch ganz kurz. Merci vielmals an alle, die mich mit einer Spende unterstützen. Ohne euch könnt ihr nicht alle Wochen mit einem neuen Bericht einfräsen. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.vogonten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Ich bin der Meinung, dass wenn jemand wirklich überzeugt ist, dass die bilateralen 3 das Richtige für die Schweiz sind, warum fürchtet man sich denn vor Volk und Ständen? Wer eine gute Sache vertritt, sollte doch auch bereit sein, das auch vor allen zu vertreten. Vor dem Volk und vor den Kantonen. Weil, Hand aufs Herz, dass diese Verträge weitergehen als andere vorher, ist allen Involvierten klar. So viel darf man auch schon sagen. Aber was meint ihr? Findet ihr auch, das Ständemeer sollte in dieser wichtigen Angelegenheit gelten? Oder nein, ein Volksmeer reicht einmal längstens? Schreibt mir eure Position in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!